Steht jetzt der Herr Firner, der Präsident des Hessischen Boxverbandes. Schön, dass Sie hier sind und uns Rede und Antwort stehen. Ja, was können Sie uns denn sagen über den heutigen Abend, beziehungsweise was erwartet uns denn heute? Ja, in den letzten beiden Wochen, also in den vergangenen Wochenenden, konnten sich zahlreiche Kämpfer hier für die Endkämpfe heute in der August-Schertner-Halle qualifizieren. Das heißt, wir sehen heute sowohl im Anfängerbereich, das ist dann so die B- und C-Kategorie der Kämpfer, als auch der A-Kategorie, also die hessischen Topkämpfer, sehen wir heute hier in Action. Und wir haben am Anfang 5 Vorkämpfe, das sind die Finalkämpfe so im Anfängerbereich. Und dann eben ab 19 Uhr die hessischen Topboxer, und es sind einige Duelle dabei, auf die ich mich auch persönlich sehr freue, die mit Spannung von den Boxfans erwartet werden. Ja. Können Sie vielleicht für unsere Zuschauer das noch mal so ein bisschen einordnen? Wie wichtig ist es denn, hier so einen Titel zu gewinnen? Was bedeutet das für einen Boxer? Ja, das ist für viele Boxer in unserer Sportart, im olympischen Boxen, ja, teilweise sogar schon das Größte in ihrer Karriere. Also viele geben sozusagen als Ziel im Boxen an, ich möchte mal Hessenmeister in der A-Kategorie werden. Das heißt, das ist heute das Ereignis für einige der Jungs. Einige haben natürlich noch höhere Ziele, die wollen dann auch mal in Richtung Nationalkader gehen oder vielleicht auch mal bei einer deutschen Meisterschaft ganz vorne landen. Aber das ist eben die erste Etappe auf dem Weg dorthin, und ja, das ist der Höhepunkt des hessischen Boxjahres 2013. Bittner, Präsident des Boxring Hanau, steht hier bei mir, und Erik Pfeiffer. Wir kommen gleich zu Ihnen. Erstmal, Herr Bittner, ist ja auch mal ganz schön, wenn das eigene Team nicht boxt, oder? Das ist erstens mal wunderbar. Und das Zweite ist, dass ich heute tatsächlich ein bisschen relaxed bin. Und wir haben das ja hier so eine kleinen Festwiesen gemacht. Sie kennen ja sonst unseren Rahmen, wie das sonst hier abläuft, mit den ganzen Veranstaltungen und Tanz und so weiter. Aber ich glaube, für einen Rahmen eines Finales von Hessen-Meisterschaftskämpfen ist das schon auch etwas außergewöhnlich. Und wir haben das genutzt, um unsere neue Zweitligamannschaft, denn wir stellen auch eine Mannschaft in die zweite Liga, unsere neue Erstligamannschaft, aber noch was viel, viel entscheidender ist, unser Nationalteam vorzustellen, das ja am 16.11. hier stattfindet. Alle 3 Kämpfe, zweite Liga, erste Liga und das deutsche Nationalteam. Am 16.11. 3 Veranstaltungen in einer, Deutschland gegen Algerien, und dabei ist einer dabei, der hier neben mir steht und der mit in das Team gerutscht ist oder auch schon zum Bestandteil des deutschen Teams gehört, und er jetzt eben extra, das muss man ganz klar sagen, vom Trainingslager aus Hennef hier runtergekommen ist. Normalerweise ist es ein No-Go während des Trainingslagers. Wir haben dann mit dem Bundestrainer mehrfach gesprochen und man hat ihm freigegeben, dass er hier die Mannschaft repräsentativ vorstellen kann, und er als Repräsentant, als unser Schwergewichtsaushängeschild mit in die Mannschaft des WSB hineinkommt und dafür repräsentativ steht, aber auch für Hanau. Aber das können Sie ihn ja mal selber fragen. Ja, ganz genau. Schön, dass Sie da sind, Erik Pfeiffer. Wie gefällt Ihnen denn hier das Ambiente? Das ist sehr gut, also wunderschönes Ambiente, also sehr gute Veranstaltung. Mir gefällt das sehr gut. Ja, jetzt sind Sie ja ganz neu hier im Team, haben sich wahrscheinlich schon so ein bisschen eingelebt. Ja, wie sieht es aus? Was können Sie uns so erzählen für die Zuschauer, die Sie noch nicht kennen? Ja, ich habe gehört, bei Olympia waren Sie dabei, knapp die Bronzemedaille verpasst. Möchten Sie da ganz kurz was zu sagen? Ja, bei der Olympia war es nicht ganz so. Also ich habe im ersten Kampf gegen den späteren Bronzemedaillengewinner verloren. Aber war halt nicht mein Tag, sag ich mal so. Ich war halt nicht in sehr guter Form und es ging halt einfach nicht. Also ich habe schlecht geboxt und habe auch verloren. Das kann man auch, glaube ich, im Internet sehen. Da gibt es auch auf verschiedenen Seiten. Den Kampf kann man sich anschauen. Aber das war nicht mein Tag einfach, sag ich mal so. Wie sieht es denn jetzt aus? Wie fühlen Sie sich so für die... Deutscher Meister. Ja. Also jetzt fühle ich mich super. Also ich habe jetzt 2 Sparrings hinter mir. Morgen kommt noch ein Sparring und dann, denke ich mal, bin ich bereit für die Weltmeisterschaft. Ja, und den deutschen Meistertitel haben Sie jetzt eben einfach mal so weggelassen. Sehr bescheiden. Ja, schön, dass Sie dabei sind, und ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Vielleicht hören wir uns später noch mal. Also eins möchte ich trotzdem ergänzen, also er ist zu Recht deutscher Meister geworden, hat aber vorher, das muss man mal klar sagen, auch gegen unseren Max Keller geboxt, und der Max, der hat sich da wirklich gar nicht schlecht aus der Affäre gezogen. Ich glaube, das kann der Erik bestätigen. Der Max Keller ist ein sehr starker Junge, groß, beweglich, halt ist noch ein bisschen jung, aber in ein paar Jahren wird er mir ziemliche Probleme machen.
Oh, das habe ich gedacht, dem Erik macht keiner Probleme. Das ist aber er. Aber man sieht, wir haben das Team hinter dem Team, dass wir auch insgesamt, und das ist für mich der wichtigste Punkt, das haben Sie ja in der letzten Saison und in der vorletzten klar mitbekommen, dass wir einen wahnsinnigen Teamgeist haben. Der Star im Team, das Team selber immer war, was ich propagiert habe, und da einen Spirit, wie man sagt, reinbringt. Und wenn mir das gelingt, dass ich das auch in die WSB, in das deutsche Nationalteam übertragen kann und jeder weiß, dass einer für alle für eine kämpfen, dann wäre das ein Hammer. Und deswegen lasse ich jetzt noch eine kleine Katze aus dem Sack, was die Werbetrommel anbelangt. Ich weiß nicht, ob der Erik das weiß, aber beim Fußball gab es mal vor vielen Jahren ein Fußballlied, der Herr Leinberg wird das sogar noch wissen. Buenos Dias, Argentina, von Udo Jürgens mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das liegt viele Jahre zurück. Und wir werden genauso einen Mannschaftssong mit dem Deutschland-Team machen. Und der Titel steht auch schon fest. Und der ist auch schon eingespielt. Und der heißt Steh auf, mein Freund, und fighte weiter. Und mit der Mannschaft und einem Prominenten, der dieses Ganze aus der Schlagerszene begleiten wird. Und da sind schon ganz dezidierte Endverhandlungen mit Jürgen Drews gemacht. Wird diese Schallplatte gemeinsam mit dem Team und den Verantwortlichen aufgenommen. Ein Glück kann man ja heute mit Playback und mit Verstellen viel machen. Das wäre schlimm, wenn man dann meine Stimme hören würde. Also live werden Sie dann wahrscheinlich das nicht singen, oder doch? Ach, die verdrehen die Regler und dann wird das schon irgendwie hinhauen. Aber alles in allem, meine ich, ist das eine Riesennummer. Und eine Riesennummer am 16.11. hier auch schon diese Show-Begleitung als Stargast vielleicht auch für den Erik, für alle. Das gebe ich auch nachher hier mal den Menschen noch mal kurz bekannt. Wird an diesem Abend Bernhard Brink sein. Ja, Norbert Schmalfuß, hallo erstmal. Ja, Sie sind ja jetzt schon die ganze Zeit mit dabei. Tolle Entwicklung. Ja, was sagen Sie dazu jetzt zu der ganzen Entwicklung und allem, was jetzt so daraus entstanden ist? Wir haben mit Kirmesboxen angefangen. Früher, was Hanau betrifft, da war das hier überhaupt noch nie im Gespräch. Und früher hat man immer gesagt, naja, wenn die mal in die Liga reingehen, die haben keinen Verein, kein nix drumherum, also keinen Aufbau. Aber das, was der Herr Bittner, ich spreche nicht für mich, in der Beziehung hier aufgebaut hat, erreicht hat, angefangen hat, ist für meine Begriffe sensationell. Man sieht es ja in der Boxzeitung, er ist überall ganz klar im Gespräch zu Recht, weil er den Amateursport nach vorne treibt. Jetzt mittlerweile die erste, zweite Liga. Die meisten gehen aus der Liga generell raus. Wir machen 2 Ligen. Und dann noch jetzt, was ja passiert, die WSB, das heißt die World Series of Boxing, wo wir gegen die Ukraine, gegen Algerien, gegen die USA Heimkämpfe und auch Auswärtskämpfe machen. Und das ist schon fürs Boxen, für den Bereich wirklich eine große Nummer, muss man sagen.